Ich muss nicht fragen, ob Sie schon mal Angst gehabt haben. Alle haben wir schon mal Angst gehabt. Und vielleicht ist auch der eine oder die andere da, der jetzt gerade sich vor etwas fürchtet, Angst hat vor etwas. Die Frage ist, wollen wir frei sein von Angst? Und ist das überhaupt möglich? Und ist es erstrebenswert? Da müssen wir uns zuerst darüber verständigen, was wir unter Angst verstehen. Das Digital-Wörterbuch von der deutschen Sprache beschreibt Angst als beklemmendes Gefühl des Bedrohtseins, Furcht. Und wenn man dann bei Furcht schaut, heisst es banges Gefühl des Bedrohtseins, Angst. Umgangssprachlich ist also Angst und Furcht das Gleiche. Sich ängstigen oder sich fürchten ist das Gleiche. Und weil die heutige Predigtsthema hat frei von Angst und die vom nächsten Sonntag dann frei von Sorge, definiere ich Angst oder Furcht als eine Reaktion auf einen aktuell und real bedrohlichen Umstand. Da ist etwas, da ist jemand, wo ich Angst davor habe. Sorge hingegen sind Befürchtungen im Blick auf die Zukunft, im Blick auf Gefahren oder Probleme, die im Moment noch nicht bestehen, aber wo ich denke, sie könnten auf mich zukommen. Und ich mache noch eine Abgrenzung. Angst wird ja auch beschrieben als eine Art Alarmsystem, das uns vorsichtig macht. Wenn wir einer Situation begegnen, wo wir nicht wissen, ob sie gefährlich ist, warnt uns die Angst davor, unbedacht drin zu laufen. Wenn wir einem unbekannten Hund begegnet, dann haben wir Angst davor, ihn sofort zu streicheln. Wir wissen ja nicht, wie er reagieren wird. Die Angst, die uns alarmiert, die soll nicht dazu führen, dass wir allem Unbekannten ausweichen, vor allem Unbekannten davonlaufen. Das wäre Panikreaktion, wie wir sie von Fluchttieren kennen. Da kann ein Tier in der Herde verschrecken und anfangen fortzuspringen und die ganze Herde stürmt davon. Dabei war vielleicht gar nichts gewesen. Die Angst, die uns alarmiert, soll uns nicht zu Panik führen, sondern uns ermahnen, vorsichtig zu sein, die Situation zu prüfen. Also zum Beispiel den Hundebesitzer zu fragen, ob man den Hund streicheln kann und je nach Antwort das dann zu machen oder das bleiben zu lassen. Also die Angst, die uns alarmiert und uns vorsichtig macht, die ist nicht das Thema heute. Es wäre nicht weise, von dieser Angst frei zu sein. Aber in meiner Predigt geht es mir um Situationen, wo man nicht nur befürchtet, sondern wissen, dass sie gefährlich oder bedrohlich sind. Ein Hund, der nicht angeleint ist, fletscht mit den Zähnen und stürmt auf mich los. Passagiere von einem Flugzeug erkennen, dass mitten im Flug die Triebwerke ausfallen. So heftig ist, dass auch die erfahrenen Fischer wissen, jetzt sind wir in Gefahr. In solchen Situationen brauchen wir nicht mehr eine Angst, die uns alarmiert und uns mahnt, es könnte gefährlich sein. Nein, das wissen wir dann, dass es gefährlich ist. Und das kann uns Angst machen. Unser Wort Angst kommt von eng. Da wird es eng, da bedrückt uns etwas, da beklemmt uns etwas, da haben wir einen Klumpen im Hals. Oder wir haben Schiss und machen vielleicht vor Angst in die Hose. Oder wir sind wie gelähmt und erstarren vor Angst. Oder wir zittern und beben wie eine Frau in der Wehe. Ich habe geschaut, was im Bibelhebräisch für Wörter gebraucht werden für Angst. Und da ist es entweder auch so, dass sie von eng herkommen, etwas, was eng macht, oder eben ein Wort, das an Zittern und Beben von einer Frau in der Geburtswehen erinnert. Die Angst, die befällt uns. Und sie ist nicht nur unangenehm, sondern auch nicht hilfreich. Sie hindert uns möglicherweise gerade daran, richtig zu reagieren. Aber eben, sie befällt uns, sie überfällt uns. Wir haben Angst und können sie nicht einfach wegschicken. Sie kann allerdings so weichen, wie sie gekommen ist,
wenn sich herausstellt, dass gar keine Gefahr ist. Die Hirten auf dem Feld haben sich mit grosser Furcht gefürchtet, wo ein Engel vom Herrn zu ihnen gekommen ist und der Lichtglanz von Gott sie umleuchtet hat. Aber ihre Furcht hat gerade wieder weichen, wo der Engel Entwarnung gegeben hat mit dem Wort: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude. Wo unser Herr seine Jünger nach der Speisung von den 5000 Männern und Haufen Frauen und Kinder sie allein über den See hat zurückfahren und dann in der Nacht, wo sie am Rudern waren, im Dunkeln, übers Wasser, die Sonne gekommen ist, da erschraken sie und sagten, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Alsbald aber redete er sie an und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Ja, aber was, wenn es wirklich gefährlich ist und nicht gerade so eine Entwarnung kommt? Bei der anderen Bootsfahrt, wo der Jesus mit den Jüngern im Boot war und geschlafen hat, aber die Jünger im Sturm nicht mehr weiter gewusst haben, da haben sie ihn geweckt und zu ihm gesagt, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See, schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Mich erstaunt es da nicht, dass die Jünger Angst hatten in dem Sturm. Aber mich erstaunt die Frage vom Herrn, was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr noch keinen Glauben? Da schwingt doch ein Vorwurf mit. Nämlich der Vorwurf, ihr hättet nicht Angst haben sollen. Ihr hättet Glauben haben, Gott vertrauen. Wir kennen wohl alle den 23. Psalm. Da heißt im ersten Teil, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und im Schlussteil, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. Wunderschön. Aber da steht zwischen der grünen Aue und dem deckten Tisch der Vers 4. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Das festere Tal, das kann auch ein Seesturm sein, oder ein findliches Heer, oder eine Triebwerkpanne, oder ein Hund, der mit den Zähnen fletscht. Wie kann denn der David sagen, dass er da kein Unglück fürchtet, also keine Angst hat? Weil er Gott bei sich weiss. Im Kinderliederbuch «Lieber Gott, du hörst mein Lied», da findet sich das Lied hörst du die Luft? Und dann in weiteren Strophen werden Situationen beschrieben, die gefährlich erscheinen. Auch böse ist der Hund. Und der Refrain lautet immer, Jesus ist da, darum habt keine Angst. Das Sätzchen, das enthält eigentlich die ganze Predigt. Jesus ist da, darum habt keine Angst. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Die Getrostheit, das Vertrauen, das müssen wir aber einüben. Aber das dürfen wir auch einüben. Die Jünger im Sturm, die haben Angst gehabt.
Und der Jesus war bei ihnen. Und es war nicht falsch, dass sie sich an ihn gewendet haben. Aber es ist überflüssig und damit falsch, dass sie so Angst hatten. Im 2. Chronikbuch, Kapitel 20, lesen wir, wie ein gemeinsames Heer von den Moabiter, Ammoniter und Maoniter gegen Juda angezogen ist. Da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen, und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Und Gott hat Antwort gegeben durch einen Prophet, der dürfen ausrichten: Horcht auf, ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem, und du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch: Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor diesem großen Haufen, denn nicht eure, sondern Gottes Sache ist der Kampf. Und am nächsten Tag haben sich die verschiedenen Truppen aus verschiedenen Nationen, die da zu einem Heer zusammengezogen worden sind, angefangen gegenseitig zu bekämpfen und haben sich völlig aufgerieben. Das sind beides wunderbare Befreiungen aus Not gewesen. Gott hat das gegnerische Heer dazu gebracht, sich selber auszuschalten, und der Herr Jesus Christus hat Wind und Wellen gestillt. Ja, das ist ein grosses Gegengewicht gegen die Angst, dass wir wissen dürfen, dass Gott immer mächtiger ist als die Gefahr. Und dass er, weil wir Menschen sind, die ihm ihr Leben anvertraut haben, mit uns ist. Aber können wir dann davon ausgehen, dass Gott jede gefährliche Situation entschärfen, ja gefahrlos machen wird, wenn wir nur ihm vertrauen? Erleben wir es nicht, dass auch gläubige Christen verunfallen, von einem Hund gebissen werden, überfallen werden, krank werden, verfolgt werden, Schweres durchmachen müssen? So nichts geschieht. Und trotzdem können wir der Angst etwas entgegenheben. In dem erwähnten Liederbuch ist auch ein Lied zum 23. Psalm. Und da heißt es dann: Gott ist im Unglück da, ich muss keine Angst mehr haben. Es wird dem Kind da nicht gesagt, weil Gott da ist, erlebst du kein Unglück. Sondern, auch wenn du ein Unglück erlebst, musst du keine Angst haben, weil Gott auch im Unglück da ist. Der Paul Gerhardt hat in seinem Lied «Warum sollte ich mich denn grämen?» daraus die Schlussfolgerung gezogen: Unverzagt und ohne Grauen soll ein Christ, wo er ist, stets sich lassen schauen. Wollt ihn auch der Tod aufreiben, soll der Mut dennoch gut und fein stille bleiben. Das ist höhere Glaubensschule. Aber das wäre ja schlicht unredlich zu verkünden: Glaub an Herr Jesus Christus und es wird dir immer gut gehen und du wirst vor allem Unglück bewahrt. Das wäre unredlich. Aber das dürfen wir verkünden und glauben. Gott will und fügt es auch so, dass seinen Kind alle Sachen zum Besten dienen. So hat es der Paulus schreiben im Römerbrief, Kapitel 8. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Im 139. Psalm hebt der David fest: Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen da war. Wenn wir die zwei Bibelworte zusammennehmen, dann sagt uns Gott durch die Worte: Gott hat alle Tage von unserem Leben, schon lange bevor er uns das Leben geschenkt hat, geplant. Und alles, was er eingeplant hat, soll uns zum Besten dienen. Und das gilt auch und gerade für jede gefährliche Situation, die uns begegnet. Egal, ob Gott uns dann auf wunderbare Art oder durch menschliche menschliche Hilfe aus der Gefahr herausrettet oder ob er uns schweres
Schmerzliches erleben lässt. Er ist mit uns und er fügt es so, dass es zu unserem Besten muss dienen. Wir erleben keine Situation, wo Gott nicht für unser Leben eingeplant hat und wo Gott nicht die volle Kontrolle darüber hat. Ihm entgleitet nichts. Er weiß, wie es ausgehen wird. Er weiß, wie er in jeder Situation mit uns sein will. Das zu wissen, darauf vertrauen und bauen zu können, das kann uns von der Angst befreien. Das kann uns befähigen, wie es der Paul Gerhard schreibt, unverzagt und ohne Grauen, unerschrocken auch in gefährlichen Situationen zu sein. Der Wolfgang Wegert, Pastor von der Arche-Gemeinde, der evangelisch reformierten Freikirche in Hamburg, schildert in seiner Autobiografie «Einer, den Gottes Gnade fand», wie er und seine Frau eine gefährliche Situation im Flugzeug erlebt haben, wo Triebwerke ausgefallen sind und der Pilot das Flugzeug im antriebslosen Sinkflug zurück zum Startflughafen hat müssen lenken. Er schreibt: Anfangs wollte ich in Panik geraten. Ja, auch das Herz eines Evangelisten war mit großer Angst erfüllt. Aber dann beruhigte Gott unsere Herzen. Der Heilige Geist schenkte uns trotz der massiv aufsteigenden Todesfurcht einen tiefen Frieden. Ich nahm die Hand meiner neben mir sitzenden Frau in die meine und wir fragten uns gegenseitig leise: Was wird sein, wenn wir fern von zu Hause hier in Zentralasien abstürzen und den Tod finden? Wir schauten uns gegenseitig in die Augen und bestätigten einander aus tiefer Ruhe und großer Gewissheit heraus: Dann sind wir beim Herrn. Wir nahmen Abschied von dieser Erde, aber nicht mit Schmerz, sondern in uns war eine helle Freude aufgebrochen. Ein Wunder war geschehen. Statt Todesangst und Panik erfüllte uns ein tiefes inneres Glück. Wir wussten, dass wir leben, auch wenn wir sterben. Das Flugzeug hat dann die Landebahn noch erreichen. Die beiden leben heute noch und dienen Gott, er mittlerweile mit über 80 Jahren. Das Wissen, dass wir als Gotteskind jederzeit und überall in seiner Hand geborgen sind, kann uns frei machen von Angst. Zumindest ist es ein starkes Gegengift gegen das Gift von der Angst. Ja, vielleicht ist es so, dass wir dann gleichzeitig angstvoll und getrost auf eine Situation zu und durch sie durchgehen. Und nachher, gestärkt im Glauben, Gott loben und ihm danken können. Jetzt gibt es aber noch eine andere Angst, die vielleicht jemand befällt. Es kann sich jemand angstvoll fragen: Ja, bin ich denn ein Kind von Gott? Bin ich wirklich in der Hand von Gott geborgen? Wo der Fischer und spätere Apostel Simon Petrus und seine Gefährten nach einer Predigt, die der Herr Jesus Christus von seinem Boot aus gehalten hat, einen wunderbar grossen Fischfang haben dürfen machen. Da ist er verschrocken. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie gemacht hatten. Durch das Wunder, dass am helllichten Tag so viele Fische ins Netz gegangen sind, hat er sich mit dem heiligen Gott konfrontiert gesehen. Durch Jesus ist ihm Gott begegnet. Und er ist verschrocken. Es ist ihm sehr bewusst worden, dass er nicht zum heiligen Gott passt, weil er ein sündiger Mensch ist. Das ist ein guter Schrecken. Das ist eine gute Angst, wenn wir erkennen, dass wir durch unsere sündige Art nicht zu Gott passen. Und darum auch keinerlei Anspruch auf göttliche Hilfe in unserem Leben haben.
Ja, im Gegenteil, dass wir mit Gottes Zorn und Gericht über uns rechnen müssen. Der Herr Jesus Christus aber ist als Heiland in die Welt gekommen, um am Kreuz unsere Schuld zu sühnen und aus sündigen Menschen Gottes Kind zu machen. Er hat zum Simon gesagt, fürchte dich nicht. Er hat ihn in seinen Jüngerkreis aufgenommen, in seine Gemeinde. Der Simon hat durch Gottes Gnade ein Gotteskind dürfen werden. Und wenn Sie sich ängstlich fragen, ob Gott dann auch Ihnen gnädig sei und ob auch Sie als Gotteskind in seiner Hand geborgen sind, dann ist die Angst der Ruf von Gott an Sie. Und dann dürfen Sie die Einladung von Jesus Christus hören, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch Ruhe geben. Sie dürfen sich dem Heiland anvertrauen. Sie dürfen ihn um Vergebung von ihrer Schuld bitten und ihr Leben in die Hand von Gott legen. Und so dürfen sie Ruhe finden. Der Frieden mit Gott, die Geborgenheit als Gotteskind in Gottes Hand. Als Menschen, die durch den Erlöser Jesus Christus mit Gott versöhnt sind, dürfen wir frei sein von Angst vor Gott. Wir haben Ehrfurcht vor Gott, aber nicht mehr Angst. Und als Menschen, denen die Zusage vom Herrn gilt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt, dürfen wir auch frei werden von der Angst, die so manche Bedrohung in unserem Leben auslösen will. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Amen.